Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Tales of Xillia. Nach dem letzten spannenden und absolut epischen Part haben wir Gaius und Muse endgültig geschlagen. Tja, und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ich denke mal, wird das Ende des Spiels sein, denn ihr seht da oben Erfahrungspunkte 0, also für den Kampf 0 Erfahrungspunkte. Das war so was ein Krampf, ich muss aber sagen, es sah einfach nur episch geil aus. Die ganzen Spezialeffekte, die ganzen Arte-Kombinationen, natürlich auch der Auftritt aller Freunde, es war einfach nur geil. Also ich muss zugeben, das ist fast abgegangen, also da war nicht schlecht. Egal, so. Also sprich, ich habe fast einen politischen Anfall gekriegt, den ganzen Lichtern und so. So, egal. Ja, Elise, ich weiß, ich muss aufs Klo, wir machen gleich weiter. Was sagt der Effekt? Pikante Hühnerula, der erhält 100% mehr Erfahrungspunkte. Dankeschön, ja, jetzt. Ja, Leute, ich wusste nicht, dass ich im Endkampf keine Erfahrungspunkte mehr kriege. Wo hätte das wissen sollen? Menno. Once again, it's all gone. I've lost everything. Your vision of the future offers nothing but suffering to the people, whether Spyrites are perfected or not. Even if we unite the two worlds, it is pure fantasy to think that they will cooperate with one another. Maybe you're right. Maybe my dreams for the future are hopelessly naive. But still, Mila never stopped believing in me. And so did you, Gaius. Didn't you? And what does any of that matter now? I may appear to be talking tough now, but I was scared witless throughout this entire journey. I'm still just a small, frail human. But you know what? I will get stronger. I want you to believe in me. Humans strive to become stronger. They constantly struggle to grow more for the sake of others. They rise to the occasion. This fills me with hope for the future, one that is filled with possibilities. I cherish it. I know you understand this, Gaius. I do not. When all of these possibilities of yours evaporate, I will then be forced to rise again. You won't have to do anything. Music. If living alone is too painful for you, then come join us. Thank you. I see that you have made up your mind. Yes. Mila. What are you talking about? I have decided to become Maxwell. So that was your plan. Now, if you so desire, Mila, you may use the Schism's mana to become human again. I see. Keep watch over the spirits. Wait! Jude, I'm afraid this is farewell. Our fates were always intertwined in mysterious ways. Thank you for everything. Hold on! I'm sorry for all the times I was weak. But now, I think I'm going to be just fine. Mila! Elise wants you to know that she loves you tons! Of course I do too! Will we be able to see each other again? It has been a pleasure. What the hell is this? You never told us! I'm ready.
everything's all right. From now on, I am Mila Maxwell, the Lord of the Spirits. I will be okay. I got your letter, but I can't say that I have very much to report. What a big knucklehead. Drinks are on you now. Well, maybe one thing. A friend invited me to start a business with him. We're thinking of ways to connect Riza Maxia and Olympias. Doesn't sound like me though, huh? Here's to a great partnership. Don't forget to swing by and say hi. I have big news! I'm no longer pursuing nursing. So for now, I'm helping out at my family's lodge. Are you okay there, Leia? Sure. Thanks a lot, Dad. You two, quit goofing around! Yes, ma'am. But I do have a dream now. I'm sorry I sat on the stool, honey. I want to settle down and start a family that cares for each other. Just like Mom and Dad. I'll definitely do my best. I don't know if things will work out, but I've got to try. Sleep tight. Ellie! Your friends are here! Okay, I'm coming! I have news. I'm going to the same school that Trissel graduated from. So, what do you think of him, I Elise? even made some friends there, but I'm still not very comfortable when it comes to talking. You're so funny, Elise. Even so, I still love being able to spend time with them. Gaius awaits the day when the promise we made to him becomes a reality. For my part, I am enjoying my new life here. Very well then, that concludes today's lesson. This is what I was meant to do. Freunde, das war's also mit Tales of Xillia, einem grandiosen Animationsspektakel, wo ich jetzt doch sagen muss, der Schluss kam ein bisschen überraschend. Ich meine, klar, im Grunde genommen war es irgendwie klar, Mila, weil sie war ja eigentlich ursprünglich sogar eigentlich schon immer Maxwell, nicht wahr? Da dachte man zumindest, jetzt soll es jetzt auf dem Schluss doch Maxwell werden. Ich bin deswegen ein bisschen überrascht, weil ich irgendwie noch aus gewissen Spoiler-Informationen vom zweiten Teil, sprich von Tales of Xillia 2, weiß, dass sie dort wieder vorkommt, aber crazyerweise ein Mensch sein soll. Naja, scheint wohl irgendwie gelogen, erstunken oder eine Parallelwelt zu spielen, keine Ahnung. Jedenfalls spielt keine Rolle. It's the Credits. Mein Fazit im Spiel, Freunde. Was kann ich dazu sagen? Ja, es war groß, es war spannend, immer spektakulär. Anfangs habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem ganzen, ja, ich sage jetzt mal mit der ganzen, mit dem ganzen Kampfsystem, nicht wahr? Zum Schluss sind aber doch relativ gut reingekommen. Die ganzen Special-Effekte mit den ganzen Arte, Konventionsarte, verbundene Arte. Wenn die ganze Leiste oben ist, dann Sirenarte zu machen, Arcana-Arte etc. etc. war einfach nur episch geil und der Hammer schlechthin. Also da muss ich sagen, großen Respekt an die Entwickler. Ja, ich muss sagen, es war ja eigentlich eines meiner ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel schlechthin.
hinsichtlich von Animationsspielen, natürlich das erste der Tales of Serie sowieso. Und ich muss sagen, es war ein voller Erfolg. Aber damals einfach noch vom Start des Let's Plays, so im Sommer 2013, habe ich mir überlegt, komm, so ist mal ein neues Let's Play, was ein neues Spiel, irgendwie sowas animationsrichtig, das wäre doch was Geiles. Und sag ich plötzlich, ja, Tales of Xillia erscheint so Ende September, da dachte ich mir, gut, das machst du. Ja, und ich muss sagen, echt ein geiler Titel, echt ein geiles Spiel. Nicht nur das mit den ganzen Rollenspielelementen und natürlich auch die Story selber, sondern natürlich auch die Musik war einfach immer nur episch, vor allem zum Schluss hin. Wird zum Teil wirklich ein bisschen abgegangen und ja, also ich muss sagen, es hat auch sehr viele Wow-Effekte drin. Wow-Effekte, wo ich sagen muss, wenn man zuerst denkt, ja, etwas kann in die Richtung gehen und dann passiert das und das, sprich, wenn etwas vorhersehbar ist. Und dann kommt so ein Moment, wo man denkt, ach du Scheiße, damit hätte ich jetzt niemals gerechnet, wow, wieso und das plötzlich? Und das hatte dieses Spiel mehr als genug. Also von dem her auch grandioses Game einfach. Und ich freue mich schon sehr auf die anderen Tales of Serien. Ich freue mich natürlich auch auf den Nachfolger Tales of Xillia 2. Oh, hey, sorry about that. I gotta hurry. I'm glad that all of you are doing so well. I've been swamped with my Spyrite research lately. Hey, sorry. And the results, well, they've been mixed. Still, slowly but surely, more and more people are beginning to realize the Spyrite's potential. Und da fliegt er davon. In die weiten Welten von Rhizomexia und Olympias. Oh. Mila! Mila! I am proud of the path I have chosen. Tales of Xillia. Das Abenteuer geht weiter. Alter Schwede, hatte ich gerade Gänsehaut-Feeling? Echt der Hammer. Boah, ey. Ende. Naja, welches Ende? Wie gesagt, da Tales of Xillia 2, da soll Emilia wieder Mensch sein, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, was sehen wir am Schluss? Doch wieder der Herr der Geister? Nun gut, nun gut. Sagt er, irgendwann ein Titel, der letzte richtig war ein Titel, die ihrer Überzeugung folgt. Geisterlook, Mila, was aussehen, dass Mila annimmt, als sie in den Geister geboren wird und sich in der wahren Identität bewusst wird. Das sieht irgendwie ein bisschen unsichtbar aus. Ja. Das Spiel müsste eigentlich eine USK 12 so Freigabe haben, nicht wahr? Also nicht irgendwie so 18-mäßig. Geisterfrisur. Das sieht ja damit absolut umwerfend aus. Ja, will ich gleich mal sehen. Artebuch. Bebende Faust. Mit dem Schuh-Zugang zum Arkan-Arte vernichtende Dämonenfaust erhält. Okay, Schnellgang, ja. Goldener Schlüssel. Ein glänzender goldener Schlüssel, der die Tür zu Magnus Zero öffnet. Was soll das sein? Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Spiels. Als erstes erstellst du eine Abschlussdatenspeicherdatei. Nach Laden dieser Datei kannst du dort weiterspielen, wo du vor Abschluss des Spiels aufgehört hast.
Du kannst nun auf dem Titelbildschirm auch Neues Spiel Plus wählen. Damit kannst du bestimmte Informationen aus deiner Abschlussdatendatei ins neue Spiel importieren. Bitte beachte, nur Daten aus abgeschlossenen Spieldurchläufen können importiert werden. Ja, irgendwie ein bisschen logisch, wa? Neue, ja, eigentlich nicht, wa? Ja, Freunde, es gab noch eine Anfrage von euch bezüglich Shoots-Pfad, weil man kann ja, also beziehungsweise Shoots-Seite ja, vom Spiel und so, weil man kann ja sowohl Milas als auch Shoots-Seite spielen. Wenn ich die Shoots-Seite gewählt hätte, dann hätte ich irgendwie die Szene, wo da Mila im Geistreich unterwegs war und so und sie gegen Maxwell kämpfen mussten, hätte ich dann irgendwie nachzocken können. Muss jetzt mal gucken, also irgendwie Lust darauf schon, aber nicht, wenn das ganze Spiel nochmal durchzocken muss. Egal, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die zwischenzeitlichen Pausen und so, trotz allem, dass ihr dabei wart und natürlich auch vielen Dank für die ganzen Kommentare und ich wäre froh, wenn ihr noch einen kleinen Kommentar hinterlassen könntet, ob ihr überhaupt wollt, dass ich da die Tales of Serie weiter Let's Playe, natürlich auch, was ihr davon haltet von Tales of Xillia 2, dass Mila jetzt der Herr der Geister ist, dass sie in Tales of Xillia 2 der Mensch sein soll und natürlich auch bezüglich Tales of Symphonia, ob ich die, oder ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, das Spiel, aber es sind eigentlich mehrere Spiele, ob ich einfach Tales of Symphonia Chronicles für die PS3, sobald es erscheint, dann überhaupt zocken soll oder eben nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!